Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, unser derzeitiges Ziel ist, dem Schwarzmagier hinterher zu latschen. Und genau das machen wir. So, also fort von Condea Pata. Und dort hier, wo wir vorher waren. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte hier eine auf Schleuli machen und zuerst in die Richtung gehe. Aber ich habe euch doch ja schon versprochen, dass du was Tolles auf uns wart. Und das Versprechen wird selbstverständlich gehalten. Wir gehen hier dort hier und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. So, machen wir die Goblin-Magie erstmal platt. Geben auch gute Erfahrungspunkte und gute AP. Deswegen wird hier geschnetzelt. Ach du Scheiße, sieht ja ab wie Drecksau hier. Quina kann auch gut ausdehlen. Aber sie dann hat keine MP mehr. Oh, Gott sei Dank, das zieht nicht so viel ab bei ihr. So. Guck, ob er jetzt, wenn ich er abzieht. Oh, jetzt macht er wieder so einen Quatsch. Wir könnten hier mal Ramu rufen, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel MP, um es einfach mal vorzuführen, um ganz ehrlich zu sein. Shit. Ja, die ausdehlen können, haben jetzt leider alle verfehlt. Scheiß drauf. Wir zeigen, wie das richtig funktioniert. Ah, da ist er wieder. Sehr schön. Und so geht das. Richtig mit Zauber, du blöder Goblin Markus. So. Gut. Der Ogerstock sieht auch sehr schick aus. Und dafür kriegt er auch noch ein Level Up. Eine Waldnymphe gibt es auch noch oben drauf. Gerade mal nochmal gucken. Ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Deswegen Stopp, Bio und Saugen lernen wir da davor. Okay. Gut. Oh, Jesus. Kann ich keinen Schritt gehen, ohne auf einen Zufallskampf zu stoßen. Gut, dann kümmern wir mal uns um das struppige Rindvieh noch. Wenn sie dann nicht schnetzelt, dann spießt ein Quina auf. Ja, aber vorher wird Quina selber aufgespießt. Was für eine Ironie. Und Haupt Quina. Finish him. Sehr schön. Gut. Ja, ich warte eigentlich auch nur auf die bestmögliche nächste Gefährte, damit ich Quina ersetzen kann. Weil so gern habe ich den eigentlich nicht dabei. Er hat zwar ein paar ganz coole Sachen, die er machen kann, aber generell hätte ich lieber Steiner dabei, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ich habe jetzt gerade im Kopf gehabt, was er gelernt hat, aber so wichtig kann es jetzt auch nicht sein. Mithril, Armreif. Gibt's nichts Besseres. Nö, Tontauben wird er wahrscheinlich gelernt haben, glaube ich. Die Adaman-Weste. Danach kommt noch die Allzweck-Weste. Du kannst auf jeden Fall Überfallen noch lernen. Das ist relativ wichtig für sie dann. So kann er nämlich beim Klauen noch ein bisschen Schade verursachen. Oh je. Mich graut's jetzt schon mal den ganzen Weg wieder zu gehen, wenn so häufig hier Zufallskämpfe kommen. Kaum ausgesprochen schon wieder der nächste, aber das haben wir wenigstens gut Strecke gemacht. Ah gut, die gehen schnell. So, die gehen wenigstens relativ fix, die Biester. Kommt sie dann. Zack. Ah, fast. Aber Quina jetzt. Ja, wahrscheinlich hat er noch was zum Ausführer, ja. Das war klar. Ui. Hat aber wieder ordentlich zugelangt. So. Und noch ein paar Level-Ups. Interessant, dass Vivi derzeit unser höchster ist vom Level her. Sieht man wohl, wenn man hier am häufigsten noch gespielt hat. Von deinen Charakteren. Nein! Hier ist noch ein Plateau. Mist. Natürlich wieder. Ja, die bringen alle Erfahrungspunkte und alle AP. Wir müssen es halt durchmachen. Oh, nee, aber wieder 2 von deinen Mistviecher. Okay, wisst was? Scheiß drauf. Oh, hoffentlich überlebt das. Sehr gut. Wir rufen jetzt mal Ramu. Verdonnerung. Jetzt haben wir ja schon die Möglichkeit, hier endlich mal Bestia zu rufen. Machen wir das auch mal endlich. Sehr schön. Das sind auch immer sehr coole Sequenzen, wie ich finde, für eine Bestia.
Ja, leider macht das nicht als One-Hit-Wonder platt, aber da kümmern wir uns jetzt drum. Kommt sie dann. Sehr schön. Ja, Ramuh, muss ich leider dazu sagen, ist eigentlich von der schwächste Bestia. Von daher allzu viel Schade macht er jetzt leider nicht. Aber wir kriegen natürlich im Laufe der Zeit immer wieder andere Bestia und stärkere Bestia. Und die sollten wir dann definitiv 8-mal einsetzen. So, Vita nochmal für alle. Jetzt ist auch unser Guti Weißmagierin ohne MP. Hier ist das erleid. Hier ist das erleid. Gut, sie dann drauf. Und Quina gibt ihm da recht. Aber vorher wird sie dann nochmal aufgespießt. Ich glaube, das tut ihm gar nicht mal so schlecht, wenn der mal aufgespießt wird, statt ständig nur seinen Stachel aufzustellen. Und so, Vivi. Sehr gut. So muss das sein, der Schwarzmagier, der mit dem Nahkampfangriff der Recht gibt. Sehr gut. Und Autopotion, Vitra und Habgier wurden gelernt. Okay. Erstmal Quina. Habgier hat Quina gelernt. Genau, das heißt, ein neues Accessoire ist fällig für ihn. MP plus 10. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt für ihn. Ja. Dann hat sie noch Vitra gelernt. Das heißt, für sie ist auch wieder ein neues Accessoire fällig. Oh, ich mag diese Musik total gern. Die Weltkarte-Musik. Da kriege ich jedes Mal immer so ganz leicht die Gänsehaut, wenn ich das höre. Sehr schön, die Musik. Okay, da kann ich nichts Besseres für sie finden. Sie könnte theoretisch jetzt auch nochmal das als weggedönst nehmen, aber das will ich jetzt nicht wegnehmen, wenn sie dann kurz davor ist, hier was zu lernen, weil der kann wirklich davon profitieren. Ach, die Musik. Sehr schön. Hier, besseres haben wir leider nicht für sie. Sorry, Mädel. Gut, dann in den Wald rein. Oh, wieder so eine Feenbegegnung. Hihi. Kann ich einen Jadestein haben? Ach jo, natürlich. Und nur weil du so ein goldige Gewitterputze bist. So, Babutkäfer, bitteschön. Weil die Musik so lieb ist. Wenn sich einer aufs Fresse versteht, dann Quina, deswegen krieg ich das von Quina. Komm, gib's mir. Magst du noch einer? Alle hopp. Dann bitteschön. Dann krieg ich das jetzt am laufenden Band hier. Kriege ich auch viele AP dann dafür. Wow, cool. Vielen Dank, ach, groß an Yeti-Fresse. Und wie viel gibt's? Uiuiuiui. Ach du liebs Herr Göttel. 20 AP. Ja, diese Feenbegegnungen, die lohnen sich definitiv. Die findet man, glaube ich, immer nur im Wald. So, mein Lieber, sieht dann. Du bist dann nicht so weit. Aber statt dem Mikoshi-Hut könnte sie irgendwas anderes tragen. Theoretisch. Ich glaube, was Besseres finden wir für dich gerade nicht. Mithril-Armreif haben wir ja schon gesagt, gibt es nichts Besseres. Adaman-Weste haben wir jetzt aber für dich die Allzweck-Weste. Das ist nicht schlecht. Ah, fast. So, Die gute Frau ist leider ausgelernt. Da gibt es nichts Neues mehr für sie. Für dich haben wir leider auch nichts Besseres als der Ogre-Stock. Mikoshi-Hut. Sorry, kleiner Mann. Da gibt es leider auch nichts Besseres. Nee. Seidenkleid. Können wir nicht vielleicht in was Männlicheres stecken? Leider nicht, mein lieber Vivi. Und Elfenohrring. Level Up und Thermometer hat er jetzt auch gelernt. Was gibt's denn noch für dich, was du nehmen könntest? Nee. Sorry, tapferer kleiner Mann. Für dich haben wir nichts anderes, aber du brauchst was anderes. Ich gebe ihm gerade mal Kristallschild. Dann kann nämlich gar nicht was lernen. Und kann die Elfenohrringe anlegen für Level Up und Thermometer. Dann können wir sie auch nochmal entsprechend ausrüsten.
Haben wir dann Level Up? Ja, genau, hier. Auf jeden Fall wichtig. Gerade mal gucken, was anderes hat die jetzt nicht wirklich parat. Sie dann... Ich glaube, dann habe ich auch bestmöglich ausgerüstet. Überfallen könnte noch Gebraucher. 3 AP. Haben wir halt Moment, gerade nochmal gucken auf meine Ability-Liste, was wenn schon nochmal verursacht. Ich habe sie ja glücklicherweise mittlerweile wieder parat neben dran. Deshalb habe ich dran gedacht, wenn schon. Stiehlt beim erfolgreichen Angriff noch zusätzlich Gil in folgender Höhe, bla bla bla. Okay, sollte wichtig sein. Kavalier können wir dann wegmachen und können stattdessen Überfallen reinmachen. Weil Überfallen bewirkt, führt den Gegner beim erfolgreichen Diebstahl Schaden in folgender Höhe zu, bla bla bla. Sehr schön. Okay. Wie sieht's dann bei dir aus? Ja, okay. Sieht soweit in Ordnung aus. Dann ab dort hier. Da ist der Schwarzmagier nämlich hier gerannt. Dann sollte man an der Stelle auf jeden Fall nochmal speichern, bevor wir den ganzen Weg nochmal gehen müssen. Es hat immer hier 10 Minuten gekostet. Von daher, den Frustweg will ich mal nicht nochmal geben. Und gerade bei den älteren Spielen, ich muss dran denken, in regelmäßige Abstände zu speichern. So. Tschüss. Und dann gehen wir hier rein in Fragezeichen. Da ist er hier gerannt. Wie war das tief im Wald, wo nicht mal der Ratzinger pennt, wo nicht mal die Eule sich trauen, ihr Nest zu bauen? Okay. Und so rechts hier. Dann... Wo die Eulen wohnen, wo keine Eule wohnt. Okay, dann da hier. Wo nicht mal die Eule sich trauen. Huch, jetzt sind wir da rausgekommen. Oh, natürlich gibt es auch hier Zufallskämpfe. Bäh. Bam, 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 do der Ratzinger. Das ist natürlich so ein Ratzinger. Ja, Ratzinger natürlich. Regenbogensturm. Süß. Versuchen wir mal zu fressen. Und dann klauen wir nämlich auch mal was. Ich weiß nicht, wie viel die Biester aushalten. Einfach mal grob aufs Exempel, wenn er dadurch stirbt, habe ich halt Pech gehabt. Wenn er es überlebt, kann ein Queener fressen, hoffentlich. Aber ich glaube, die halten relativ viel aus, die Biester. Gehen wir drauf. Und? Noch schwächer wäre. Ja, der Stein geklaut, sehr schön. Und wie ihr seht, hat es jetzt auch ein bisschen was zugefügt. Alter, das sind das eklige Viecher. Auf der einen Seite sind die schon gerade so schä. Auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie goldig, weil die so kugelrund sind. Und diverse Vogelarten können ziemlich goldig sein, finde ich. Oh, das war ein bisschen zu viel für den armen kugelförmige Vogel. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch diverse Vogelarten, die ich ziemlich goldig finde. So zum Beispiel auch Eule. Eule sind toll. So, Stärkebonus gab das jetzt für sie dann. Das heißt, wir hatten das hier jetzt ausgelernt. Genau. Ich glaube, was Besseres gibt's für dich kaum, mein Lieber. Außer hier, das macht die Zauber hoch, die Abwehr aber ein bisschen runter. Für ihn wäre natürlich irgendwas, was die körperliche Attribute erhöht, besser. Geben wir doch gerade einfach mal den Korallenring. Weil der Korallenring macht ihn wenigstens immun gegen Donnerattacke. So, da haben wir wenigstens einer, der von Donnerattacke geheilt wird. So, wo keine Eule wohnt, wo die Eulen wohnen. Das heißt, wir müssen wieder da hier. Ich hoffe, wir kommen so durch. Ah, da ist er wieder. Der Schwarzmagier rennt wieder nach rechts. Das heißt, Abteilung Attacke wieder zum Schwarzmagier, wo der hier ist. Das wird wohl stimmen dann. Wo die Eulen wohnen, wo keine Eule wohnt. Natürlich. Das heißt, wir sind hier definitiv richtig. So, und? Verändert sich. Und da ist nochmal so ein toter Wald. Oh. Und der Schwarzmagier öffnet zum richtigen belebten Wald. Also nichts wie hinterher. Coole Illusion. Und wir landen im Dorf der Schwarzmagier. Sehr cool. Und da haben wir die Synthesizer-Version von Vivis Theme.
Was habt ihr dann? Ente! Warten doch mal. Hast du die gesehen? Ich glaub schon. Die haben gesprochen. Hast du gehört, wie sie gesprochen haben? Es gibt also noch Leute wie mich. Warum existiert in so einem fast ausgestorbenen Wald ein Dorf wie das hier? Keine Ahnung. Wo ist denn Vivi? Ich glaube, er ist da hier, aber hey, jetzt warte mal. Andere Dörfer, andere Spezialität. Na, herzlichen Glückwunsch, Todefahrt, mal Freunde. Okay, Aufruhr. Ich mag die Musik, aber auch wenn es die Synthesizer-Version ist, es erinnert mich so sehr an die 80er. Menschen! Ach Gott. Der arme Vivi. Vivi! Und was hat's denn mit dem Dorf auf sich? Hä? Ich mag diese Synthi-Mucke. Und? Komm ich da rein? Ja, aber offensichtlich sind die ganz aufgewühlt und mögen Menschen wohl nicht so sehr, aber wenn sie Vivi erst mal sehen, Schwarzmagier Nummer 139, ach Gott. Willkommen. Was kann ich für euch tun? Och. Also gerade die Schwarzmagier in meiner Meinung nach eine ganz, ganz tragische Geschichte. Auch wenn es hier teilweise lustig rüberkommt und so. Ich könnte jedes Mal, wenn das wieder dann aufgeklärt wird, könnte ich jedes Mal heulen. Die Schwarzmagier haben eine echte, extrem tragische Geschichte, wie ich finde. Und ja, es steckt einfach mehr dahinter, als man jetzt Sklave wird. So, Andy, holen wir uns auch nochmal. Das ist halt wirklich das sehr Traurige an der Geschichte, aber ihr werdet es selber noch rausfinden. Es steckt da dahinter einfach erheblich mehr. So, Andy, holen wir uns noch. Allein schon, dass die so Nummern haben, zeigt ja das, was sich in Dali bestätigt, dass die Kerle hergestellt werden. Das an sich ist schon tragisch genug, wie ich finde. Jedes einzelne Wort. Ich mache zuerst Vivis Geschichte. Das ist nämlich speziell für Vivi gedacht, das Dorf der Schwarzmagier. Und das ist seine Geschichte. Nummer 288. Er ist es also, der mit dem Menschen im Dorf in das Dorf gekommen ist. Macht er keine Sorge, er hat die gleiche Aare wie wir. Er ist genauso erwacht wie einer von uns. Dankeschön. Wer sind all die Leute hier? Sind alle hierher geflohen, aus Alexandria oder aus Frachtschiffen. Von so weit? Ja, um uns vor den Menschen zu verstecken, sind wir was mehr geflohen und haben noch um friedliche Ort gesucht. Ich verstehe. Und was ist das hier für ein Ort? Nummer 56. Das ist hier ein... Wie hieß so ein Ort nochmal? Dort hier ist ein Friedhof. Ach ja, genau, ein Friedhof. Ein Friedhof? Ist das hier unter der Erde sind? Ja, hier sind unsere Freunde begraben, die hier einfach stehen geblieben sind. Stehen geblieben? Aber wieso? Weil ich und Nummer 36 sind zusammen bis hierher geflohen. Wir haben hier ein Dorf gebaut. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Und dann ist Nummer 36 an dem Tag einfach stehen geblieben. Er hat sich kein bisschen mehr bewegt. Ein Freund von mir, der viel weiß, hat mir erzählt, dass das bedeutet zu sterben. Und wenn man stirbt, muss man sich unter der Erde verstecken. Ich verstehe nicht, warum Nummer 36 sich da ohne verstecken muss. Aber irgendwann kommt er doch wieder aus der Erde, nicht wahr? Dann kann man wieder zusammen spielen. Wie ist er dann einfach stehen geblieben? War er vielleicht krank oder verwundet? Sag doch, was ist dann passiert? Weil... Oh Mann, das ist jetzt schon wieder echt hart für mich. Das ist sehr traurig, zumal die ganze Schwarzmagier halt nicht wirklich sehr alt sind, muss man auch dazu sagen. Die sind von ihrem Gemüt her wie Kinder. Auch wenn sie so, sagen wir mal, in irgendeiner Art von humanoider Erwachseneform gepresst wurden, sind es trotzdem vom Gemüt her schlichte Kinder. Und das macht das Ganze noch viel trauriger. So, gucken wir doch mal hier in das Schokobo-Heiselrei.
Ah, da ist Quina. Eindringlinge und Besucher gibt's auch noch. Verzeihung. Was wollt ihr hier? Was ist das für ein Dorf? Das ist unser Dorf. Genau. Es war doch bestimmt der Kläger, der euch hierher geführt hat. So macht ihr Menschen das immer nutzt ihr uns aus. Mann, ihr Vivi? Ihr versteht es falsch. Es ist das erste Mal, dass wir außer Vivi Schwarzmagier treffen, die eine eigene Villa besitzen. Und außerdem sind wir gekommen, um den Mann aufzuhalten, der ich was seit dunkle Machenschaften missbraucht hat. Ist das auch wahr? Lass dich nicht in die Irre führen. Glaub ihnen nicht, Menschen lügen immer. Nee, es ist die Wahrheit. Ich mag ebenso wie ihr, dass mit einer Grausamkeit endlich Schluss ist. Mann, die arme Kerle ohne Scheiß. Sie dann auf dem Weg die Geheimnisse des Essens zu ergründen? Das ist unser Ei, ihr werdet es nicht kriegen. Och. Schwarzmagier Nummer 111. Du gehörst doch zu dem, oder? Schaff den doch mal hier weg. Oh, der Hintern hat's aber von der Grafik her arg verzerrt. Und die scheinen hier Schokobo-Ei zu hüten. So, Momo, habe ich für dich was? Hey, bitte, Po, gib ich mir ein Moki. Alle hopp. Danke, Po. Ja, dein Kater kriegt auch mal Post, Kai. Ich speichere, Po. So, dann machen wir das mal so. Speichern. Bam, ba, bam, bam, ba, bam, ba, ba, bam, bam, ba, bam. Ach, ich mag die Musik. Aber ich sage ihr, liebe Leid, ich muss mich erstmal sammeln, weil es wird definitiv härter, was wir hier in dem Dorf erfahren werden. Und ich wappne mich erstmal, trink nochmal vielleicht einen Kaffee zwischendurch, rauch vielleicht nochmal ein Zigarettchen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Bleiben auf jeden Fall gespannt. Ab hier wird's richtig spannend und die Geschichte geht erst hier so richtig los. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.